Hallo meine Lieben, herzlich willkommen in unserer 19. Lektion. Schön, dass ihr dabei seid. Und das ist meine zweite Grammatiklektion zum Thema Grammatikbegriffe im Deutschen. Und heute lernen wir 5 andere Grammatikbegriffe. Das sind Pronomen, Artikel, Partikel, Präposition und Konjunktion. So, was ist das? So, im letzten Video habe ich schon über 4 andere Grammatikbegriffe erzählt. Und jetzt der 5. Grammatikbegriff ist Pronomen. Pronomen steht für Nomen hier. So, es ersetzt Nomen. Es gibt viele Typen der Pronomen, zum Beispiel Personalpronomen. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr und andere Pronomen. Zum Beispiel im Satz Ich heiße Nicole. Ich ist ein Personalpronomen, so ein Pronomen. Oder ein anderer Typ ist Possessivpronomen. Das sind mein, dein, sein, ihr, unser und andere Possessivpronomen. Im Satz meine Telefonnummer ist 078 00 11 564. Hier in diesem Satz Possessivpronomen ist meine. So, das ist Pronomen. So, der nächste Grammatikbegriff ist Artikel. Artikel hat auch keine eigene inhaltliche Rolle. Er steht immer mit einem Nomen zusammen. Im Deutschen gibt es 2 Typen der Artikel. Das sind definite Artikel und indefinite Artikel. Definite Artikel sind der, das ist Maskulinum oder männlich. Das ist neutral oder sächlich. Die ist Femininum oder weiblich. Und die ist auch für Plural. Zum Beispiel im Satz, der Mann arbeitet im Büro. Der ist definiter Artikel. Und auch indefiniter Artikel. Ein ist maskulin. Ein ist auch für Neutrum. Und eine ist für feminin. Und es gibt keinen indefiniten Artikel für Plural. Im Satz, im Bettchen schläft ein Baby. Ein ist ein indefiniter Artikel. 7 ist Partikel. Partikel sind kleine Wörter, die für die Emotionen oder Gefühle da sind. Im Satz, ach, so schön ist das Wetter heute. Ach ist Partikel. Und im Satz, die Blumen sind sehr schön. Sehr ist auch Partikel. 8 ist Präposition. Präposition ist ein kleines Wort und sie steht oft vor dem Nomen oder Adjektiv. Präposition zeigt Ort, Zeit und so weiter oder sie spielt eine grammatische Rolle. Im Satz ich wohne in Deutschland. In ist Präposition und zeigt Ort. Und im Satz ich komme um 7 Uhr. Ist Präposition und zeigt die Zeit. Und der letzte Grammatikbegriff
ist Konjunktion. Konjunktion hat eine grammatische Rolle. Sie verbindet Wörter oder Sätze miteinander. Im Satz: Wir kaufen Brot und Milch und ist eine Konjunktion und sie verbindet die Wörter Brot und Milch. Und im Satz: Ich denke, dass sie zu Hause ist, das ist auch eine Konjunktion und hier sie verbindet zwei Sätze. Satz: Ich denke und Satz: Sie zu Hause ist. So, meine Lieben, jetzt haben wir noch 5 andere Grammatikbegriffe gelernt und hier seht ihr eure Hausaufgabe. Wie im letzten Video, hier seht ihr 5 Punkte und 5 Wörter. Erstes Wort, die, zweites, dein, drittes Wort, oder, viertes, sie und fünftes, wow. Schreibt ihr bitte, welche Grammatikbegriffe das sind. Zum Beispiel, wenn ich nehme das Wort das, dann, wenn ich nicht weiß, was das ist, ich schaue im Wörterbuch die Übersetzung und dann verstehe ich, das ist Artikel. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch schreiben, das ist ein definiter Artikel. So, schreibt ihr bitte das in die Kommentare, welche Grammatikbegriffe das sind. Und in der Infobox findet ihr noch mehr Übungen zu diesem Thema. Und hier seht ihr Facebook und Instagram. Dort könnt ihr meine Seite finden, 5 Words to Go. Und dort veröffentliche ich die Bilder mit deutschen Wörtern. So, das war's für heute. Jetzt habt ihr 9 Grammatikbegriffe gelernt. Ich hoffe, das wird euch helfen beim Grammatiklernen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!